da dir. Das war ein schöner Anfang. Zuerst ganz fein und dann ganz gross. Königlich. Der Orgel sagt ja manchmal Königin der Instrumente. Bin ich natürlich noch schnell in die Kirche auf Rohrbach einen Abstecher machen. Sonst hier innen haben wir glaub nie einen Orgel, aber schon noch schön. Also, herzlich willkommen. Ich glaube, es gibt einen ganz fröhlichen Gottesdienst, weil das mit dem Spieldösli und das auf der Orgel war nämlich das Lied vor Freude gewesen. Weil es mich fast verjagt vor Freude tue ich dich loben. Wir singen es dann nachher auch noch. Hey, habt ihr schon gemerkt? Die einen von euch, die sind vielleicht jetzt gehen etwa mal bei der Kleindietwiler Geschichtenwoche, bei dieser guten Miteinander, Flick-Flack-Woche dabei gewesen. Und da haben wir eben immer den Tisch gedeckt, haben gekocht und backen und so. Und der ist also heute parat. Es geht auch heute noch ein bisschen um das Essen. Und es geht aber auch ein bisschen um den Sport. Und zwar, wer treibt nicht gerne Sport? Shooten, Baskeln oder was weiss ich, das hier, das sind meine Laufschuhe. Ich tue manchmal gerne ein bisschen im Zeug rumjoggen. Das ist nämlich erst noch gesund. Und Essen und Sport, die haben ja miteinander zu tun. Weil die Sportler, die wissen natürlich schon, dass man ein bisschen schauen muss, was man isst. Ich habe da mal geschaut, ob ich so Sportsachen finde. High Energy. Das ist ja so eine Riegel. Der gibt einem die Kraft und Power. Isostar, ja genau, da gibt es ja so verschiedene Sachen. Ich würde mal sagen, das da probiere ich doch gerade mal aus. Das ist nämlich auch so Sponsor. Protein-Smoothie. Oh, ja, Protein sind ganz wichtig. Und ganz wichtig, immer trinken. Sport treiben, da braucht es immer wieder Wasser. Also, Sport und Essen, ich glaube, das passt gut zusammen. Und ich weiss nicht, ob ihr jetzt schon richtig fit seid und so richtig wach. Darum schlage ich vor, falls ihr das noch nicht seid, wir mal ein richtiges Morgenturnen machen. Und darum stimme ich gerade als erstes mein Turnenlied an. Vom linken Ohrenläppli bis zum rechten Zehenspitz hast du grosse Gottesauge auf mich. Nee, das ist kein Witz. Von Sohle bis zur Scheitel, vom Kopf bis zum Fuß. Schaust du mich an und hast mich gern und schickst mich in den Tag als Himmelsgruß. Und drum mache ich mich auf mit einem Stampfen in den Füßen und einem Grüppeln in die Knie, am Klatschen mit den Händen und am Schwingen mit dem Arm, am Lachen auf dem Gesicht und am Blinzeln mit den Augen, am Kumpen hoch in die Luft. Weil vom rechten Ohrenläppli bis zum linken Zehenspitz hast du mich gern. Aber wenn ich jetzt so sehe, da haben also noch nicht so wirklich viel sich sportlich betätigt. Ihr habt vielleicht gedacht, ja, das tut ihr selber auch nicht. Jetzt tue ich. Machen wir noch einen Durchgang und jetzt turne ich mit. Und darum mache ich mich auf mit einem Stampfen in den Füßen und einem Grüppeln in die Knie, am Klatschen in den Händen und am Schwingen mit den Armen, am Lachen auf dem Gesicht, am Blinzeln mit den Augen, am Kumpen hoch in die Luft, weil vom rechten Ohrenläppli bis zum linken Zehenspitz hast du mich gern. Ja, sehr schön. So gefällt es mir. Vom linken Ohrenläppli bis zum rechten Zehenspitz hast du grosse Gottesauge auf mich. Nee, das ist kein Witz. Von Sohle bis zur Scheitel, vom Kopf bis zum Fuß. Schaust du mich an und hast mich gern und schickst mich in den Tag als Himmelsgruß. Hui. Das ist wirklich fast wie nach dem Einturnen. Also, mir kommt ins Schnaufen. Darum würde ich mal sagen, nehmen wir jetzt gerade noch einen Schluck von dem Sponsor Protein Smoothie. Sonst geht ja kein bisschen. Ah, nein, das geht ja gar nicht. Super dir, Schön.
wenn wir es schon ein bisschen vom Sport haben, ja, würde ich sagen, wir könnten doch, also klar, im Gottesdienst kommt jetzt irgendwann auch noch eine Geschichte, wir singen immer wieder, singen, aber genau, wisst ihr, was wir machen? Ein Wettrennen. Jetzt tue ich gerade, ihr könnt euch auch parat machen, es gibt ein richtiges Wettrennen im Fall durch das ganze Haus. Und zwar könnt ihr, ich weiss auch nicht, ich habe jetzt da gerade unter meinem schönen roten Hemdli ein schönes rotes T-Shirt parat. Hey, müssen wir mal schauen. Hey. Schweiz. Hey. Sehr gut. Das Hemdli hänge ich mal da drüber. Und dann habe ich eben extra noch meine Jogging-Schuhe parat gestellt. Weil jetzt müssen wir den abspeiden. Hey, seid ihr auch schon parat? Habt ihr auch so Turnschuhe vielleicht? Hey, sonst müsst ihr die auch mal schnell holen. So, also ich bin parat im Fall. So, nein, ich bin noch nicht ganz parat. Jetzt muss ich natürlich Schuhe binden. Hey, das sind die schön gelbe Jogging-Schuhe. So, und ich würde mal sagen, für das Rennen tue ich dann nachher den Hut noch abziehen. So, Dali, prima. Dann tue ich mal da drauf, da dran hängen. Also, ich bin parat, ihr seid auch parat. Hey, das ist im Fall bei mir die Tür zur Wohnung. Ich spiele jetzt gerade los und dir auch. Wer hat als erstes ein Zahnbürstchen, ein paar Socken und irgendein Spielzeug hierher bei euch, vielleicht bei euch vor dem Computer oder wo ihr gerade seid, ich natürlich hierher. Und, kommt ihr nachher? Also, es gilt. Achtung, fertig, los! Ich stehe am Start und bin schon gespannt auf das, was jetzt kommt. Achtung, fertig, los! Es wird sicher fröhlich, frisch, spannend und ganz kunterbunt. Bist jung oder alt, egal, hier gehörst du dazu. Bist laut oder still, Platz hat's für alle genug. Auf los geht's, los! Stopp! Juhu! Socken, Spielzeug und Zahnbürstchen. Blah! Uiuiui! Habe ich echt gewonnen? Oder war noch jemand schneller von euch? Weißt du, die Schuhe, die ich dann nachher wechseln. Hey, jetzt müsst ihr mal schnell schauen. Also das Zahnbürstchen, ist klar, ist echt so ein schönes Violett. Brauche ich jetzt gerade noch nicht. Spielzeug. Ja, hä? Gibt ja auch Autorennen, hä? Sie scheint so Sport. Jetzt müsst ihr noch die Schuhe, nicht, die Socken schauen. Ich habe gerade in meinem Sockendruckli die schönsten von allen gefunden. Die mit dem Kamel drauf, das ist eben, ich glaube, das sind Socken mit dem gescheiten Kamel drauf. Ei. Und ich bin langsam wieder ein bisschen zu Atem gekommen. Und seid ihr überhaupt auch gesprungen? Also jetzt vielleicht die Größeren, die Erwachsenen, die jetzt am Wettrennen gar nicht mitgemacht haben, dafür macht ihr beim Lied jetzt mit. He? Das ist nämlich eins, da kennen vielleicht ein paar von euch die Melodie und die Worte vielleicht nicht so. Jetzt habe ich das natürlich super am falschen Ort hergetan. So, jetzt brauche ich nämlich diesen Stuhl, für das ich Musik machen mit euch. Und das Lied für alle die jetzt das Wettrennen nicht gesprungen sind, zum Mitsingen. Also, das ist nämlich die Melodie. Boah, ich muss gerne noch ein bisschen schnaufen. Also, vor allem dir helfen mir doch richtig schön kräftig mitsingen. Hey. Lobet Gott alle und stimmet mit ein, wenn wir singen. Wir wollen ihn rühmen und lassen drum das Lied erklingen. Es braucht zwar ein bisschen Schnuff, aber wenn du singst, dann wachst du auf. Lass uns das Loblied ihm bringen.
Lobet Gott alle und danket für das, was er geschenkt hat. Wie unsere Lebensspur zeigt, dass er gut an uns denkt hat. Wo etwas gelingt, wo ein Licht das Dunkle durchdringt, zeigt sich uns, dass Gott das gelenkt hat. Lobet Gott alle, er tut unser Leben reich segnen. Lasst über uns seine Liebe erfrischend regnen. Wir denken daran, dass Gott viel Wunder hat da, schenkt's, dass wir ihm begegnen können. Lobet Gott alle, wir singen ein Lied ihm zu Ehre. Und wenn du mit uns singst, kann das schlechte Laune kehren. Merkst du es noch schnell? Die Stimmung wird fröhlich und hell. Drum lässt das Loblied hören. Schön, ne? Die Stimmung wird fröhlich und hell, ja, haben wir jetzt gerade gesungen. Ich erzähle euch jetzt gerade 2 Geschichten. Die erste, die ist vom Emil. Schaut mal, das da hier. Das ist der Emil. Jemand in einer Klasse ist ja einfach immer der Kleinste oder die Kleinste. Und in dieser Klasse war es der Emil. Und die Stimmung in dieser Klasse war im Fall nicht fröhlich und hell. Wisst ihr warum? Sie haben ihn immer ausgelacht, immer geföppelt, immer gesagt, ja du Kleine. Und sie haben immer, wenn sie in der Pause gespielt haben, geschüttelt oder gebäskelt oder so, gesagt, den können wir nicht brauchen, du bist viel zu klein. Und das ist ja klar. Der Emil, der ist traurig geworden. Manchmal hat er am liebsten geheult. Und manchmal ist er einfach richtig taub geworden. So richtig böse und verrückt. Und er denkt, also nein, das ist so gemein. Und manchmal ist es vorgekommen, dass er so gedacht hat. Wartet ihr nur, euch gebe ich es mal zurück. Und dann hat er manchmal so ein bisschen studiert, was er machen könnte. Und irgendwann hat er die Idee gehabt. Und sagt zu einem von diesen grossen Kielen oder von einem von den Mädchen, du, wärst froh, wenn ich dir mal ein bisschen bei den Aufzügen helfen würde. Du, ich mache dir deine Rechnungsaufgaben. Und da war natürlich froh. Er hat gesagt, ja super, mal, das kannst du gerne machen. Und am nächsten Tag waren die Aufzüge tiptop gemacht. Es hat sich herumgesprochen. Und der Emil hat angefangen, seine Kolleginnen und Kollegen in seiner Klasse Aufzüge machen. Aber irgendwann ist eben nicht mehr einfach nur so. Einmal hat er dann plötzlich gesagt, weisst du was, soll ich deine Aufzüge machen? Ja, gern. Kostet im Fall 50. Hä? Zahlen? Hoppla. Aber weil die guten Leute schon nicht mehr so richtig Übung hatten mit Rechnen, ist ihnen nichts anderes übrig geblieben, weder am Emil ihr Sackgeld rauszurücken, ohne dafür zu zahlen, dass er nicht Aufzüge macht. Ist das eine gute Idee? Ich würde auch sagen, das ist nicht so eine gute Idee. Also, ist schon ein bisschen eine komische Geschichte. Es ist wirklich nicht fröhlich und hell in dieser Geschichte. Und zum Glück ist irgendwann der Lehrer draufgekommen und hat den Boden gestellt. Er hat auch gewusst, dass es nicht nur der Emil ist, der diesen Kabis gemacht hat, sondern dass die anderen eben immer so gemein sind mit ihm. Und darum
hat er gesagt, zu allen, das geht im Fall gar nicht. Und von dann an war es ein bisschen besser gewesen. Aber so richtig fröhlich und mit Freude in die Schule ist der Emil eigentlich nie. Ja, das war die erste Geschichte, gell? Das könnte in jedem Schulhaus, wo ihr vielleicht in die Schule geht, auch gerade so sein. Kennt ihr so Geschichten auch? Über Kinder, die gemein sind, andere auslachen, nur weil sie vielleicht ein bisschen kleiner sind oder ein bisschen eine andere Sprache reden oder so. Also dir, bevor ich euch die zweite Geschichte auch noch erzähle, würde ich mal sagen, nehmen wir ein richtig tolles Smiley vor. Und dazu gehört das Lied, das ihr schon gehört habt, ganz am Anfang von unserem Gottesdienst, mit der kleinen Spieldose und auf der grossen Orgel. Und jetzt sitze ich ans Klavier und würde sagen, wir singen doch das Lied von der Freude. Und ihr helfen mir sicher auch gerade mit. Weil's mich fast verjagt vor Freude, tue ich dich loben. Weil's mich fast verjagt vor Freude, sing ich das Lied. Weil's mich fast verjagt vor Freude, lass ich von Zoberst bis zum Unterstehen fliegen. Geh ich raus in den Tag und du dazu noch klatschen. Stampfen, jubeln, Freude raus, patschen, klatschen. Die Freude über dich macht mich stark. Könnte man eigentlich gerade machen, he? So ein bisschen Bewegung zwischendurch tut uns gut. Also ein bisschen Sport, he? Also ja klar, ich mache auch mit, he? Weil's mich fast verjagt vor Freude, tue ich dich loben. Weil's mich fast verjagt vor Freude, sing ich das Lied. Weil's mich fast verjagt vor Freude, lass ich von Zoberst bis zum Unterstehen fliegen. Geh ich raus in den Tag und du dazu noch klatschen, stampfen, jubeln, hurra, die Freude raus, patschen, klatschen. Die Freude über dich macht mich stark und du mich grad noch bücken und strecken und drehen. Die Freude raus, patschen, klatschen. Die Freude über dich macht mich stark und du grad noch mal klatschen, stampfen, jubeln, hurra! Die Freude raus, patschen, klatschen. Die Freude über dich macht mich stark. Gell, das sind noch Muskeln, hä? Also, versprochen. Jetzt kommt gerade noch eine zweite Geschichte. Und für die brauche ich jetzt gerade die Bilder nicht mehr. Ich würde mal sagen, die lege ich hierher. So, Deli. Und dir, der Mann, der in dieser Geschichte vorkommt, der heisst Zachäus. Und der war auch klein. Und die Geschichte steht übrigens in der Bibel. Der Zachäus, der ist auch an einem Tisch gesessen. Und nicht so an einem gedeckten Tisch, an einem Tisch, wo die Leute vorbei sind, wenn sie in die Stadt Jericho wollten. Er war nämlich Zöllner und dann mussten sie nicht zahlen. Ja, und der kleine Zachäus, die Leute haben manchmal schon über ihn gelacht, der hat vielleicht das Gleiche erlebt wie der Emil. Und darum, der hat die Leute immer beschissen, der hat immer zu viel verlangt. Und dann sind die Leute natürlich taub geworden, das ist ein Gauner. Ja, aber das war im Fall an Zachäus egal gewesen. Er hat das Geld genommen und ist, glaube ich, ziemlich reich geworden. Hat sich so das eine oder andere können leisten. Aber er ist nicht glücklich geworden. Er war viel einfach allein gewesen. Klar, mit ihm wollte niemand ein Freund sein, jemand, der ihm bescheisst. Und darum war er auch viel traurig gewesen. Und genau in dieser Zeit war es, dass jemand durchs Land gezogen ist, bei dem war es im Fall gerade umgekehrt gewesen. Der war sehr beliebt gewesen, aber bettelarm. Der hat eigentlich nichts gehabt. Also es war wirklich gerade das Gegenteil vom Zachäus gewesen. Und der Zachäus hat so gedacht, der Jesus,
wie macht der das? Und so hat er gefunden. Ich will den mal sehen und hören. Und es hat sich gut bereicht. Der Zachäus hat nämlich gewusst, Jesus kommt auf Jericho. Und ja klar, wenn natürlich immer aber so viele Leute sind, dann hat er ein Problem. Er war eben wirklich klein gewesen. Und wenn die Leute alle da gestanden sind, dann hat er nichts gesehen. Und so drängeln, das hat er sich nicht gewagt. Da hat er die Idee gehabt, ich gehe als erstes und klettere auf einen Baum hoch. Ich könnte jetzt mal sagen, das wäre mein Baum. Und nachher sehe ich dort super, wie das da, ja, das ist schön, die Übersicht. Und genau so war es. Der Zachäus ist da auf seinem Baum gehockt und die Leute sind gekommen und Jesus ist im Fall auch gekommen. Der Zachäus hat noch so gedacht, super, das sehe ich jetzt super. Da kann vielleicht macht er sogar noch gerade ein Wunder. Und Jesus ist durch die Leute durchgelaufen, in die Mitte des Platzes, aber er ist dort nicht bleiben stehen, sondern er ist weiter und er ist im Fall immer näher zum Baum gekommen, wo der Zachäus oben drauf gesessen ist. Und jetzt haben die Leute haben noch unten hochgeschaut und gesagt, schaut mal, das ist wieder eine Nummer von unserem kleinen Zöllner, hockt auf einem Baum oben, so peinlich. Und Jesus hat aber überhaupt nicht gelacht, sondern er ist plötzlich unter diesem Baum gestanden und hat hochgeschaut und hat gesagt, du, Zachäus, ich werde heute bei dir einkehren. Bei mir? Der Zachäus ist gerade ein bisschen erklüpft, aber jetzt sieht er das freundliche Gesicht von Jesus. Und er kommt oben runter. Und er geht mit Jesus zu sich heim. Und jetzt kommt der beste Teil der ganzen Geschichte. Sie sind bei ihm daheim an den Tisch gesessen. Und nachher hat im Fall der Zachäus, jetzt müsst ihr mal schauen, der hat natürlich da Anfasssachen für ihn nehmen. Er war gastfreundlich und seine Schränke waren ja voll Sachen. Und er hat den Tisch gedeckt. Tomaten, Oliven, Pistazien, Pinienkerne, Weinbeere. Und das war im Fall noch längstens nicht alles. Nachher hat er noch einmal ein Tableau geholt und hat angefangen, die Sachen auf dem Tisch herzutun. Jetzt muss ich da aber aufpassen, dass das alles Platz hat auf dem Tisch. So Trockenfleisch und Feta-Käse und sonst noch einen feinen Käse. Und dann, schaut mal, hier hat es im Fall Granatäpfel, Feigentatteln und natürlich Brot. Und den hat man können essen. Der Zachäus und Jesus. Oh, das ist ja das Dessert, genau. Orangenblütenhonig und Joghurt. Der Zachäus, der hat gewusst, wie man Gäste bewirtet und so. Sie sind an den Tisch gesessen und sie haben gegessen und wahrscheinlich haben sie auch viel geredet. Jesus hat auch viel um Zachäus zugelassen und hat dazu vielleicht gerade eine Olive gegessen. Und er hat auch wieder der Zachäus Jesus zugelassen. Und zwischendurch hast du natürlich gemerkt, oh ja, wenn man Käse isst und Oliven und Brot, das gibt Durst. Und da hat er natürlich noch so einen richtigen feinen Münzentee, so mit marokkanischer Münze parat gehabt. Zuerst hat er natürlich auch von Jesus eingeschenkt. Und den hat er für sich auch noch genommen. Und wenn man zusammen isst, dann passieren manchmal wirklich ganz spezielle Sachen. Wenn man so zusammen redet und austauscht. Und genau so ist es wahrscheinlich eben in dieser Geschichte auch gewesen. Das muss ich noch sagen, die zwei waren ja da bei ihnen in der Stube. Und draussen vor dem Haus haben ein paar Leute noch geschumpft und haben gesagt, hey, der Jesus, mit einem so einem Gauner wie dem Zachäus, hockt der an den Tisch? Ja, weiss der nicht, dass der uns beschissen hat? Oh klar, Jesus hat das gewusst. Aber er hat schon genau gewusst, warum dass er eben zum Zachäus
geht einkehren. Nicht wegen dem Essen. Nein. Er hat dem Zachäus ganz viele Sachen erklären. Was sie genau geredet haben, das wissen wir nicht. Aber jetzt kommt es. Von dann an, man könnte sagen, schon am nächsten Tag, haben es alle Leute gemerkt. Der Zachäus, der ist nach dieser Begegnung mit Jesus wie ein umgekehrter Händchen gewesen. Wisst ihr, an was dass man es erkannt hat? Er hat nämlich gesagt, es tut mir leid, dass ich euch betrogen habe, dass ich euch zu viel geheuscht habe am Zoll. Kommt zu mir und das, was ich euch zu viel geheuscht habe, das gebe ich euch 4-mal zurück. Allen. Und wenn dann gäng noch etwas übrig bleibt, im Fall, dann gebe ich die Hälfte von dem Ganzen gebe ich noch den Armen, den Leuten, die es wirklich brauchen. Der Zachäus ist ein ganz anderer Mensch geworden. Er hat das erste Mal, vielleicht in seinem ganzen Leben, gemerkt, es kommt nicht darauf ab, ob ich gross oder klein bin, ob ich reich oder was auch immer bin, erfolgreich. Und andere Leute zu beschissen, ist sowieso nicht das Richtige. Er hat gemerkt, so richtig fröhlich lachen und ein fröhliches, freudiges Leben haben, das ist dann, wenn man weiss, dass es jemanden gibt, der einem ganz fest gern hat. Das hat ihm Jesus an diesem Essen dann, glaube ich, richtig gut erklären. Tja, das ist die zweite Geschichte. Die hört schon ein bisschen fröhlicher auf als die erste. Gell? Und darum würde ich mal sagen, nehmen wir noch gerade einmal das Lied von der Freude. Da kann unsere Band nämlich auch noch gerade ein bisschen helfen und dir auch. Wir kennen es mittlerweile so gut. Und am besten stehen wir gerade alle zusammen auf und machen es gerade mit den Bewegungen. Jetzt, weil's mich fast verjagt vor Freude, tue ich dich loben. Weil's mich fast verjagt vor Freude, sing ich das Lied. Weil's mich fast verjagt vor Freude, lass ich von Zoberst bis zum Unterstellen fliegen, grede ich raus in den Tag. Weil's mich fast verjagt vor Freude, tue ich dich loben. Weil's mich fast verjagt vor Freude, sing ich das Lied. Weil's mich fast verjagt vor Freude, lass ich von Zoberst bis zum Unterstellen fliegen, grede ich raus in den Tag. Du dazu noch klatschen, stampfen, jubeln, hurra! Freude raus, klatschen. Freude über dich macht mich stark. Und tu mich grad noch bücken und strecken und drehen. Freude raus, klatschen. Freude über dich macht mich stark. Und tu grad noch klatschen und stampfen und jubeln, hurra! Freude raus, und das letzte Mal noch klatschen. Freude über dich macht mich stark. Das ist wirklich fein. Die marokkanische Münze. Noch ganz kurz. Wisst ihr, wer der erste Sportler im Neuen Testament war? Ja, genau. Es war der Zachäus. Aber seine Sportart war im Fall eben nicht Free Climbing. Da sehen wir einen, so einen Free Climber. Sondern er war eben ein Tree Climber. Einer, der auf Bäume hochklettert. Ob seine Kletterkünste die Begegnung mit Jesus überhaupt erst möglich haben gemacht? Wir wissen es nicht so genau. Aber etwas anderes zeigt mir die Geschichte eben schon. Die Begegnung vom Zachäus mit Jesus, mit oder ohne dem reichhaltigen Essen, sie hat dem Zachäus einfach ganz einen neuen Blick geschenkt. Auf das, was eigentlich wirklich wichtig ist, auf das, was zählt. Reichtum, Erfolg, Leistung, die sind vergänglich. Es ist eben gut, wenn man jemanden hat, der auch dann bei einem ist und mit dem er lebt,
wenn die Hürde zu hoch ist oder die Kurve zu eng ist, man hat sie nicht verwünscht. Oder die Last zu schwer ist. Oder auch dann, wenn ich das Gefühl habe, dass ich ganz allein gelassen bin. Dann ist es gut zu wissen, jemand ist da. Gott ist da. Jesus hat das, glaube ich, mit Zachäus klar machen. Und ich wünsche uns auch Begegnungen mit Menschen und auch Begegnungen mit Gott, die auch uns das erfahren lassen. Ich tue noch kurz beten. Ich danke dir, Gott, für die Geschichte von Zachäus, die uns zeigt, wie du bist. Du hast Menschen gern. Du gehst auf sie zu. Und Begegnungen mit dir sind häufig auch sehr, sehr überraschend. Danke, dass du auch uns begegnen kannst und uns zeigen, auf was es wirklich drauf abkommt. Und mach du auch uns, gerade vielleicht so zu Menschen, die anderen beistehen können, dann, wenn es schwierig ist. Dass du uns zu einem Segen kannst werden für andere. Danke für das zusammen Feiern in diesem Gottesdienst und danke, dass du jederzeit bei uns bist. Amen. Ja, überraschende Begegnungen. Das Lied von der Überraschung, das haben wir in dieser guten Miteinander Geschichtenwoche, Flickflackwoche immer mal wieder gesungen. Und ich habe gedacht, es passt eben auch ganz gut zu dieser Geschichte von Zachäus. Ja, singen wir doch zusammen. Gross ist deine Güte, gross ist deine Kraft, drum übersprudel ich vor Freude. Gross ist deine Güte, gross ist deine Kraft, drum übersprudel ich vor Freude. Wenn ich laufe, Schritt für Schritt, oder staune über das Schöne, was es gibt. Oh, zeige ich mit dir, wollt ich etwas unter Nebel für eine Überraschung, bist du Gott immer zu haben. Gross ist deine Güte, gross ist deine Kraft, drum übersprudel ich vor Freude. Gross ist deine Güte, gross ist deine Kraft, drum übersprudel ich vor Freude. Wenn ich pfeife, so laut wie es geht, oder muhe wie eine Kuh auf der Weide, zeige ich mit dir, wollt ich etwas unter Nebel für eine Überraschung, bist du Gott immer zu haben. Gross ist deine Güte, gross ist deine Kraft, drum übersprudel ich vor Freude. Gross ist deine Güte, gross ist deine Kraft, drum übersprudel ich vor Freude. Wenn ich klatsche mit den Händen, jetzt gibt es noch richtig einen ganz grossen Applaus. Juhu, bravo! Oder die Luft anhalten für einen Moment. Zeige ich mit dir, wollt ich etwas unter Nebel für eine Überraschung, bist du Gott immer zu haben. Gross ist deine Güte, gross ist deine Kraft, drum übersprudel ich vor Freude. Gross ist deine Güte, gross ist deine Kraft, drum übersprudel ich vor Freude. So, Dali, jetzt sind wir wirklich langsam, aber sicher ans Ende von unserem Online-Gottesdienst gekommen. Also unterwegs mit dem Emil, mit dem Zachäus, ein bisschen mit Essen,
trinken und auch ein bisschen mit Sport. Der erste Sportler im Neuen Testament war ein Kletterer. He? Super. Also, ich wünsche euch, dass ihr ganz gute Begegnungen könnt haben mit anderen Menschen und mit Gott. Ich sage euch ein herzliches Behüt nach Gott. Und zum Abschluss, genau, singen wir doch das Lied, das wir in der «Ein guten Miteinander» Geschichtenwoche immer gesungen haben zum Schluss. Das passt auch bei diesem Gottesdienst. Wunderbar. Ob ich sitze oder stehe, ob ich liege oder gehe, du gibst Freude, tust mich haben, guter Gott, du bist da. Was ich mache, was ich tue, bei der Arbeit, bei der Ruhe, guter Gott, du schaust zu, schenkst mir Kraft, gibst mir genug. Ob ich sitze oder stehe, ob ich liege oder gehe, du gibst Freude, tust mich haben, guter Gott, du bist da. Ob ich rede oder lache, schimpfe, motze, Gespäss mache, du kennst alle meine Worte, bist bei mir an jedem Ort. Ob ich sitze oder stehe, ob ich liege oder gehe, du gibst Freude, tust mich haben, guter Gott, du bist da.